Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 9. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Pillen aus Leverkusen. Aber eigentlich darf man die heutzutage ja gar nicht mehr als Pillen bezeichnen. Denn eigentlich sind das ja richtige Spritzer. Und zwar Giftspritzer, um ehrlich zu sein. Und woran liegt das denn? Ja, das Thema Aspirin und Pillen ist völlig außer Mode geraten mittlerweile. Und heutzutage redet doch jeder eigentlich nur noch über das Produkt Glyphosat im Kontext Bayer. Wenn der ganze Verein früher schon gestunken hat wie die Pest, dann tut er das spätestens jetzt mit Glyphosat natürlich erst recht. Ja, und damit hast du auch schon verraten, warum wir hier stehen in der wunderschönen Glockengasse, ja, bei 4711. Ihr habt es ja längst gesehen und erkannt. Wir wollen diesem Gestank natürlich etwas Kölsches entgegensetzen, einen Wohlgeruch. Und wir wollen einfach auch betonen, ne, wenn wir in Köln Geld verdienen, ne, da muss das Spaß machen, da muss gut riechen oder gut schmecken oder sowas. Ne? Wobei Geld verdienen und Monsanto, Bayer, ich weiß es nicht. Naja gut, also das war ja so ungefähr das größte Eigentor, was man sich überhaupt schießen kann in diesem Business. Die haben für 63 Milliarden Euro vor 5 Jahren die Firma Monsanto übernommen. Und jetzt, 5 Jahre später, ist der ganze Laden noch 53 Milliarden Euro wert. Aber wohlgemerkt zusammen mit Bayer, also Bayer und Monsanto, 53 Milliarden. Also Schuss in den Ofen wäre ja maßlos untertrieben. Ja, das war ein scheiß Transfer. Ne? Das ist ungefähr so, als würden wir Modest kaufen und kurz danach ja, weniger wert sein als ganzer Verein als Modest. Ne? Wäre ehrlicherweise kein Ruhmesblatt, hat bei uns auch noch keiner geschafft, so ein Scheiß. Nee. Ne? Wobei wir damit eigentlich fast beim Motto sind. Oder ich würde sagen, wir sind sogar richtig da. Ja. Ne? Pass auf, das Motto lautet nämlich, wir, Modest, ihr Monsanto. Leute, bin ich froh, dass wir den Modest haben. Ne? Ja. Und wir haben noch was anderes. Ne? Und zwar, Achtung, 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüßliche Leute. Boah, dieses Monsanto, also ganz ehrlich. Und vor allen Dingen, wenn wir als Kölner belächelt werden für den verpassten Wirtsstil, dass wir den Jungen verdaddelt haben, dann kann ich an euch Pillen nur adressieren. Überlegt mal, was ihr euch für ein fettes Stinkeding da ans Bein gebunden habt mit Monsanto. Ja. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, ich würde mir als Leverkusen-Fan in den Arsch beißen. Ich würde da mein Gesicht nicht für hinhalten wollen, für so ein Ding. Genauso wenig, wie ich als Schalke-Fan für Tönnies und Gazprom stehen wollte. Ja. Und ich würde mein Gesicht auch als, dass es sowas gibt überhaupt, Bayern-Fan, ja, nicht für Katar in die Kamera halten. Das ist einfach Mist. Ja. Ja. Und wer das verstanden hat und offensichtlich auch schon darauf reagiert hat, auf eine solche Einstellung, das sind die Hoffenheimer. Denn was sich da abgespielt hat am letzten Freitag beim Auswärtsspiel, wir waren ja da, das hat wirklich eindeutig gezeigt, dass diese Fans sich nicht mehr mit ihrem Verein identifizieren und diesem ganzen Projekt und dementsprechend auch nicht mehr ins Stadion gehen. Denn also so wirklich, das waren ja leere Ränge, wäre untertrieben. Ja. Hoffnungslos. Ganz schrecklich. Es war wirklich, wir haben gegen niemanden verloren. Nein. Das hat sich auch keiner gefreut, gegen uns gewonnen zu haben. Tut mir leid, es war sowas Grausames. Ja. Wirklich, wirklich schlimm. Ja. Also, es war ja wirklich so, bei 5-0 für die Heimmannschaft waren die Auswärtsfans lauter zu hören als die Heimfans. Dabei haben die nur gejammert. Wir haben geheult. Ne? Wir haben lauter geheult, als sie geklatscht. Das ist wirklich unfassbare Geschichte. Ja. Wobei man sagen muss, also zur Leistung, leider müssen wir darauf auch eingehen, oder? Ja, aber kurz und knapp. Mhm. Wie hast du es empfunden? War nix. Ne? Also ich hatte keine Sekunde das Gefühl, dass wir die Dinge zeigen, die uns stark gemacht haben in den ersten Spielen der Saison bislang. Ja. Wir sind nicht gelaufen, wir sind nicht angelaufen, hatte nicht das Gefühl, dass wir wirklich wollen und an uns glauben. Also alles das, was
gut war weg. Naja, es war unser Attacke-Fußball, aber ohne Attacke, würde ich sagen. Ne? Und trotz dessen bin ich mir 100% sicher, dass das ein einmaliger Ausrutscher war und dass wir gegen die Pillen, ich nenne sie trotzdem jetzt weiter die Pillen, dass wir gegen die wieder ganz anders auftreten werden und man einen anderen 1. FC Köln erleben wird. An Spritzer kann ich mich auch nicht gewöhnen. Aber tatsächlich haben wir uns ja erst gefreut und dachten, pass auf, jetzt haben wir einen von Latz bekommen, ne? Und dann fahren wir nach Leverkusen, die unterschätzen uns, aber wir haben was gut zu machen. Und leider haben die ja, haben die ja genauso Scheiße gebaut. Ne? Also es sind jetzt 2 Mannschaften, die richtig einen auf den Latz bekommen haben. Naja, also das, was wir in 90 Minuten geschafft haben, hat Bayer immerhin schon in 45 Minuten geschafft, ne? Nämlich 0:5 zurückzulegen. Und das war auch Vereinsrekord für die Spritzer oder Pillen, nennt sie wie ihr wollt. Das hat es noch nie gegeben. Riesenschiss muss man vor der Truppe jetzt bestimmt nicht haben. Schiss, ja? Genau. Schiss wäre übrigens das, womit man seine Felder besser düngt als mit Monsanto. Wenigstens ein ehrlicher Dünger, ne? Genau, ein ehrlicher Dünger. Ja. Ne? Wir Kölner stehen auf Scheiße, könnte man sagen. Und da wird dich auch keiner verklagen. Wenn du mit Scheiße düngst, wird dich auch keiner verklagen. Macht auch keiner. Nicht in Amerika übrigens. Darüber gehst du auch nicht pleite. Ne? Also, ich möchte sagen, wir wünschen euch nichts Gutes und wünschen auch, dass diese Umweltverpesterei ein Ende hat und damit könnte ja im Grunde dieses ganze komische Fußballprojekt mit den Bach runtergehen. Das ist gar nicht so schlimm, ne? Hätte der ganze Deal doch noch etwas Gutes gehabt am Ende. Ne? So, aber jetzt reden wir mal über was wirklich Gutes und das war der Abend nach dem Hoffenheim-Spiel und der da drauf. Absolut, ja. Denn da waren wir beim Wilden Süden und haben 30 Jahre Wilder Süden gefeiert. Ja, und zwar, ich möchte sagen, nicht sehr zurückhaltend. Oh, nee, definitiv nicht. Wir haben richtig Gas gegeben. Es war eine tolle Feier. Vielen Dank, liebe Freunde vom Wilder Süden. Ja. Ganz großartig. In Heilbronn unter lauter FC-Fans, von denen keiner Kölsch spricht. Das ist unnachahmlich. Naja, aber es ist auch etwas schwierig, mit einem Waschlappen im Mund Kölsch zu sprechen. Ne? Also würden wir auch nicht hinkriegen. Nein, aber ganz ehrlich, ganz herzlichen Gruß auch nochmal von mir an die Jungs und Mädels vom Wilden Süden. Hab eine tolle Feier auf die Beine gestellt, eine tolle Veranstaltung mit Talk und allem, was dazugehört. Wir haben uns richtig wohl gefühlt und sind dann trotz dieses 0:5 am Freitagabend total happy sonntags wieder nach Hause gefahren. Ja, jetzt stehen wir hier, ne? Ja, und wir sind gefühlt jetzt schon Sieger gegen die Spritzer. Tschüss, ihr Lieben. Bis Sonntag, Leute. Prost.